Ik wil vragen dat je willen opstaan. Wir tun das gewöhnlich nicht, wenn wir das Wort lesen, dass wir dann stehen. Aber für diese Botschaften will ich das tun. Aus einem Respekt für das Gott sein Wort, was ich will lesen. Offenbarung 19, Vers 18 wieder. Und hier eine Stimme, so es von vielen täglich schrien, und so es von ein großes, rüsendes Wutter, und Gewalt die Gewitterschläge, die sehen. Halleluja! Wils der allmächtige Gott in haar haft das Dreck angenommen. Dann wollen wir uns nu frei und froh sein, und am die ihr geben wils für das Lohn, als die Zeit gekommen Kjast zu merken, und seine Brut hat sich total reingemerkt. Und arbeitet gegeben, sich in feines, reines Lienzeug zu kleiden. Dort ihre Lienzeug steht für die Helge ihre gerechte Worten. Und der Engel sagt zu mir, schrieb, seilig sind die, die zu das Lohn sein Kjastmol angelot sind. Und er sagt zu mir, das sind wahrhaftig Gott seine Wert. Ziemlicher Führer, Dankeschön für dein Wort. Wir freuen uns, dass du was kannst reden und dass du uns verschalten verstehen. In die nun. Amen. Ich kann nicht sagen. Wer ihr sind auch, dann vertale ich Ihnen von der jüdischen Kjast. In der jüdischen Kjast, dann kommt der junge Mann, wenn er bei der Kjast kommt, dann kommt der junge Mann und der Brut ihr Haus. Und du die Brut mit der Haus hochmerken, und dann geht er da näher, und dann wird da ein Bund gemerkt. Sie unterschrieben dort, er told den Brutpreis, was immer der Brutpreis wird zu der Zeit, oder was immer er dann von Contract mögt sozusagen. Sie tranken tot Wein, und dann verleiht der Brigum, war er treten und sein Fuhrer sein Haus, zum du eine Städte reinmerken für seine Brut. Und wenn der Titel erfüllt wird, dann schickt der Führer den Sehen treten und die Brut, zum die Brut holen für die Kjast. Und ich sehe, dass Gott sein Weg von Menschen schaffen, leckend sich mit einer jüdischen Kjast. Und zu dieser Botschaften, wir reden von Jesus in zweites Kommen, wir reden von der Zeit, wenn er sein Reck abstahlen, und so, das ist ein bisschen so aus einer jüdischen Kjast. Das ist so aus einer Kjast, und das Fargen, was ich las, die reden davon, dass wird eine Kjast merken. Aber wir wollen, wird uns holen, nur sein Führer, sein Haus, zum eine Kjast merken. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Ziel, das ist, wo wir hin wollen. In Epheser 1, Vers 13, da sagt es steht, und so wird das auch mit Jünd, die die Wahrheit gehört haben, wodurch sie geraten worden und an Amt leibten. Dann teken Gott Jünd mit dem Heiligen Geist. Und wenn je in der jüdischen Kjast, der Brigum, wenn er war treibt den Führer sein Haus wird, dann schickt er ein Geschenk nur die Brut. Some Geschichtsschreiber sagen, dass sie schickten eine Person, zum die Brut halten, bereit zu werden für die Kjast. Aber was immer das will, aber das, was Jesus für uns tut. Er sagt zu seinen Jüngern, ich gehe weg, und dann wird ich ein anderer Tröster schicken. Und weil der Heilige Geist ist von dir hier. Der Heilige Geist wohnt in der Gläubigen, der Heilige Geist wohnt in der Kirche sozusagen. Und so der Heilige Geist ist hier. Er sagt wieder, der Heilige Geist bürgt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott versprochen hat. Und so diese Kjast, wo ich von los. Das ist ein von Gott seine Versprechen. Ein von Gott seine Versprechen ist, dass wir nicht immer hier sein. Wir wollen eine andere Welt haben, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das wird ganz anders sein. Das ist ein großes Versprechen, was Gott hat. Gott hat versprochen, er wird uns raten, unsere Sünden vergeben, er wird uns hier raten. Aber dort hängt an den Heiligen Geist. Das ist die gegeben, aus einer Garantie, können wir sagen, aus einer Garantie, dass das passieren. Und so, Jesus, der Brigum, heißt treten und vor sein Haus gefahren, und er hat ein Geschenk geschickt. Und das ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist kennen, dass der lebt in uns, dass wir den Leuten regieren. Und so reinmerken zu Kjast, das erste Part, ich war von der in nächsten Sonntag, weil ich an der Thema reden. Nu in dieser Zeit, der Brigum ist hier was, 2000 Jahre drei Kinder nur der Brüderhaus, dann wird ein Bund gemerkt, er told den Preis, sie tranken tot Wein,
En dan voor je trainen om vooruit, hem de stad rijdt merken. Hij zegt zo dit. In mijn Vater zijn huis zijn viele woningen. Wenn het niet zo wäre, würde ich ihnen gesagt haben, ich gehe also hin, in die Stadt reinmerken. Und dann sagt er, und wenn ich hin die Stadt für ihn reinmerken, wo ich zurückkomme und ihn da holen, dass die da sind, wo ich sie. Und so das uns versprechen. Gott hat versprochen, dass er wird uns einen Tag kommen zurückholen. Aber wir sind nun in dieser Zwischenzeit. Die Bregum ist hier was, der Bund ist gemerkt, der Preis ist geteilt, der Wein ist getrunken. Und nu is de trein vooruitgefahren. Aber wir lernen, was zurückkommt. Und das ist die Zeit, wo wir ben sind. Und so da werden wir ein bisschen von reden. Er sagt es dit in Hebräerbrief, von der Versammlung wegbleiben, so ist eingedauert, weil wir nicht. Aber viel lieber uns einen anderen Motor sprechen. Und das ist wichtig, weil es der letzte Tag nur kommt, so es die sein kann. Na, das steht er all dann, als er durch Handschrift, dass die kann sein, dass der letzte Tag nur kommt. Wir sind nu noch nur. Und wenn wir von der Welt nicht checken, wir können lange reden von den Dingen, die in der Welt passieren, von der, was du noch handienen, dass das kommt in ein. Aber nu, was wir hier sind, nu, was wir lernen, was haben wir dann? Und ich will ein paar Ideen geben von der, was wir nu tun. Das erste Ding, was Jesus uns sagt, ist, schafft, was er kommt. Als Paulus leeft, en een van Paulus in de brief, wat hij naar Thessalonica geschreven heeft, da waren Christen, wat ze te houden hadden, dat het weer zo dichtbij, vielleicht nächste week oder morgen, dat ze op hier met schaffen. Dat zijn je mal in deze wereld zo was, wo vielleicht wer heeft gezegd, okay, den doet, en wat Jezus terugkomt, en mensen die zijn ihre Arbeit auf, oder die worden eruit. So sind Dinge sind gewas auf dieser Welt. Und so, wir weten nicht korrekt, wann was sein, aber Jesus sagt, schafft, was er kommt. Jesus hat brucht Gleichnisse einmal, wo er ein Wirtslied brucht aus dem Beispiel, und die geben Arbeit und gewisse Dinge und sagen, mit das schafft, was er zurückkommt. In Matthäus 24, da redet er von, dass brucht er das Gleichnis, dass du hast, es ein Wirt, und du hast eine Arbeit, was die geben, und die denken, so, die Wirt kommt noch lange nicht gut drehen. Sie fangen an zu trinken und alle haben unmoralische Dinge zu treiben. Und so, wie man erreicht sind. Wir weten nicht korrekt wann, aber wir glauben, dass das das nächste Ding. Und so, nu was wir hier sind, da wir das Evangelium predigen. Das ist ein von den Dingen, was Gott seine Jünger, was Jesus seine Jünger geholfen hat, sagt, gut in alle Welt zu predigen. Und das ist, wo wir leben, dat ons erop als Plattdeutsch volk. En dat wollen wir alles op Plattdeutsch doen, dat wollen wir Plattdeutsch singen, Plattdeutsch lesen, ans Material in Plattdeutsch übersetzen. Wenn wir leben, dass wir haben einen besonderen Raub von Gott, um die plattdeutsche Welt für Jesus erreichen. Und das wollen wir Livestreams, some von Ihnen, die Livestreams sind, die sind vielleicht in anderen Ländern, und die sein dann, aber das ist die Ursache, wollen wir diese Dinge tun. Das ist die Ursache, wollen wir das Geld nicht stärken, um Dinge zu kaufen, und dass wir können rutschdrohen. Aber er sagt, predigt das Evangelium. Wir haben einen Wirt, der hängt dort in der Ferne, er sagt, wir waren in der Welt für Jesus gewesen, Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Das sind von unseren Wirten aus Tjorg. Na, wir sagen, dass wir waren, und das eben mit Fleet, so dort geschrieben. Wir weten, sagt Gott, dass wir waren nicht die ganze Welt für Jesus erreichen. Aber wir waren die Welt für Jesus erreichen. Wir waren dort unsere Geduld. So, wir predigen das Evangelium. Das ist eigentlich, was wir in dieser Zeit tun, was wir hier sind. Und wenn wir niemals abhören, wenn wir schaffen, bei der Camp. Vielleicht denken wir einmal so, okay, sollen wir noch anbauen, oder soll ich noch das Specker bauen, oder soll ich noch diese Fabrik anfangen? Schaff, bei der Camp. Na, wir wollen nicht bloß auf diese Erde fokussiert sein, aber schaff, bei der Camp. Wo immer Gott die gegeben hat. Das nächste Ding, was das Neue Testament immer war so von Red ist, dass das ist die nächste Erwartung. Weil die nächste Erwartung, imminent return, sei auf Englisch, das ist, du brauchst als das nicht passieren, das ist das nächste Ding. Er sagt es dit, ans Bürgerreich, aber es im Himmel, und wir lernen all, dass ans Heiland und Herr Jesus Christus von du kommen wird. So, erstens ans Bürgerreich ist nicht hier. Ans Bürgerreich, ans Citizenship, würde wir sagen, auf Englisch steht es im Himmel. Das ist bei Jesus. Na, wir sind hier und wir sollen hier schaffen, und was immer Gott die gegeben hat, streng die an, schaff bis die letzte Minute. Aber das ist nicht dein Tüß. Und weißt ihr,
wir reden nicht bloß von Jesus in zurückkommen. Jesus kommt auf zwei Wege für die. Einmal kann es den Tod sein. Und wir weten, dass er kann in einem Augenblick bringen, was du sein. Und so, dass es immer verdienen, der so zu sein. Aber der andere denkt auch, dass Jesus kommt zurück. Paulus sagt, dass wir nicht alle gestorben, wir waren umgeändert worden. Ich werde den Vers bald lesen. Aber ans Bürgerreich ist nicht hier. So was immer Ramadan du das, was immer schaffen du das, und du strengst dich schrecklich an, und du rennst von einer Stadt nach der anderen. Für was ist das? Das ist die Frau, was wir uns machen, Frauen. Wir leben nicht für das ist 80 Jahre. Und dann ist es durch. Und so was haben die 80 Jahre getan. Das wird eine Frau sein, wo wir waren mit handeln. Paulus sagt selbst, so steht, das sei wie jüngst mit Jesus in eine wieder, dass wir, hat sich selbst mit anschluten, wenn redet von Jesus, was zurückkommt. Und so sagt, wie, die da leben und bleiben, was der hart kämpft, waren die nicht vorabkommen, die angeschlossen sind. So Paulus redet von, wenn Jesus wird kommen, und wird die Gläubigen hier wegnehmen. Und sagt, wie, hat sich selbst mit anschluten. Und so Paulus redet da ab. Und schriftet so, dass das die nächste Erwartung, das ist das nächste Ding, was da wird passieren. Sagt in 1. Thessalonicher, nu wach ihr ab sie sehen, den Gott von dort abgeweicht hat und der vom Himmel weiterkommen soll. Denk mal hier an einen jungen Mann, was bei der Brütze war. Und hat den Bund gemerkt. Und sie haben geschrieben, sie haben Weintopf getrunken. Heißt nun vor sein Haus. Aber die Brut, die lügt nicht. Und weil eine Brut im Judentum, die muss alle Zeit rein sein. Sie hat immer ein täuschlich brennt. Und so, wenn immer das Geschrei im Darb wird sein, der Brigum kommt, dann wird die Brut rein. Und das ist ein Bild von uns, dass wir sollen rein sein. Sagt, dass Jesus ist der, der uns von kommenden Gericht erraten hat. Und so, das ist ein sehr guter Nachricht. Na, das kann zwei Dinge meinen. Einmal ist es, dass wenn du an Jesus bleibst, dann bist du das Gericht in den Stich gegangen, was recht noch die Seligwasser oder nicht. Dort, die Entscheidung merkst du hier. Aber wenn wir Gott seine Kinder sind, wir wollen danach Rechenschaft aufleihen für uns Leben. Das hat nicht mit Erlösung zu tun, das hat mit Belohnung zu tun. Und so, aber er hat uns geraten von das Gericht. Noch ein Weg, wo sie das einmal verstehen, der Utleihen dort erst, dass Jesus wird uns raten von das Gericht, was über diese Welt kommt. Von wo Gott sein Euer wird ausgegoten worden über die Sinnlichkeit in dieser Welt. Und so, wir sind davon geraten, wenn wir an Jesus glauben. Und da sind viele andere Schriftstellen, kann nicht alle nennen, vielleicht in eine Botschaft. Aber es ist wichtig, dass wir das klar haben, dass wir sind nu in dieser Zwischenzeit, der Brigum wird ein Zeit zurückkommen, da konnte ein Zeit in Geschrei geben, dass nu ist es ein hier, nu kommt der Brigum nach seiner Brut. Und so, Jesus kommt zurück. Das ist sehr klar. Und dann sagt er, mit dieser wird treuend untereinander. Mit dieser wird treuend untereinander. Wann es in dieser Welt alle in der Bram geht, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob die Weltgeschichte oder Weltnews checken, von der schon da, wenn was in der anderen Welt passiert, zum Beispiel in Israel, da will ich nächstes Jahr noch ein bisschen davon reden, aber da das schlagen sich immer alle zu, schnieren. Und so, dass jeder da, falls ich das ein Schritt nur dass das Wort Krieg geben. Ich meine, sie scheiden nicht alle Baum einen und anderen, und so das hört da ab. Noch eine Geschichte, sei eine News aus Afghanistan. Und die Staats trägt zurück. Sie hat das Land für viele Jahre gewisse Monate regiert und angehört, und nun tragen sie ihre Soldaten drei, und nun verfällt es alle. Und so, das sei eine radikale Gruppe, übernimmt das dort nicht, so ist es mal eins gewesen. Und so sind so eine Dinge, dass die Welt, die dreht sehr schief. Und, aber weißt du, Jesus kommt zurück. Wir wollen hier nicht einmal sein. Sagt, dass in jeder, der seine Hoffnung auf Christus sagt, und das ist, hier will ich mit reden von uns Fokus. Was ist uns Ziel auf dieser Erde? Und so sagt, in jeder, der seine Hoffnung auf Christus sagt, wird sich reinigen, so es auch rein ist. Und das hat zu tun mit, dass wenn wir dort weiten, dass das nicht uns tut. Und wir weiten dort, dass wir wollen ein Tag bei ihm leben. Dann sollen wir uns hier all so abstellen, dass wir dort heimpassen. Erstens meint das, dass wir Jesus annehmen und dass wir in seinem Weg leben. Aber die Idee ist, dass
meine Zukunft bestimmt, was wo ich von der lebe. Und dort ist wichtig, dass wir dort klar haben, dass wir sind nicht durch Worten geraten, aber doch unsere Worten spielen eine Rolle. Wenn wir an das denken, dann Jesus, er redet mit seinen Jüngern in Matthäus 24. Der Hintergrund von dem ist, dass er ist mit seinen Jüngern im Tempel gewesen in Jerusalem und die Jünger haben an den Gebieten gewesen. Und dann sagt er zu den Jüngern, dass das wird alle zwei gemerkt worden, da wird nicht ein Stein am anderen bleiben, da wird alle durchgebrochen worden. Und dann stellt sich Luther, dann setzt er auf dem Eilburg. Dort kann sein ein Posten Luther was, wenn je durch sind, was mal das Land, like vom Tempel am Eilburg, dort geht er in eine Schlucht, das ist ungefähr einen halben Kilometer vielleicht zu gehen. Und so, nun setzt er auf dem Eilburg. Und dann sagt er, dass er auf den Olivenburg sagt, kämen die Jünger allein nur Amen sehen. Und wenn wir Lukas lesen, wir ein Feuerjünger, was Jesus käme in diese Frauen stalden. Sei uns, wann das passieren wird, und was ist das Teken von den Wiederkommen in das Eng von dieser Welt. 3 Frauen sie arm. Erstens sagen sie, wann wird das passieren. So, sie reden von der Zerstörung Jerusalems, dass Jerusalem wird durchgebrochen worden, weil ich ein Stein am anderen blieben. Und wir weiten von der Geschichte, das passiert 70 Jahre nach Christus ungefähr, kamen die Römer, nehmen Jerusalem an, verbrennen, some sagen, wie Eugleich, stecken sie den Tempel an, und so dann ran das Gold verschiedene Steine, und sie deden alle Steine moven, um das Gold rüberzuziehen. Das ist die Geschichte. Und so das passiert, kriegst du. Wenn du von der Hand kommst, du sind noch so Steine zu sein, wo du dann sind, raufgeschmissen, aber das ist kein Tempel mehr, das ist alle durchgebrochen. So dort wie eine Frau, wenn wird dort passieren. Die zweite Frau ist das Teken von den Wiederkommen. Und die dritte Frau wird das Ende von der Welt. Das ist sehr wichtig, dass wir wissen, wer hier fragt und wer das beantwortet. Und ein Wort von der Zeit, dort wir. Weil Jesus seine Jünger, dort wir ein Juden. Jesus wie ein Jude. Und seine Frau eine jüdische Frau. Ich weiß, wir denken an das einmal so nennen, dass das eine Frau, also Frauen für die Kirche. Sie Frauen nicht für die Kirche. Sie wissen nichts von der Kirche. Jesus seine Jünger für die Kirche anfängt. Paulus redet immer davon, dass wir ein Geheimnis. Und so die Kirche wird nicht offenbart im Alten Testament. Aber seine Frauen ab jüdischer Sinn. Ziel ist ein Königreich, wo Jesus wird regieren. Jesus seine Jünger werden ganz voll von das. Wenn immer sie sich streiten, wer wird die Geradste sein in den Reich, dann meinen sie nicht im Himmel. Sie meinen ab das Erde. Wenn Jesus wird auf David seinen Thron setzen und wird regieren in Jerusalem, wer wird der Höchste sein in den Reich? Das ist ihre Frau. Wenn Johannes und Jakobus ihre Mama, die kommt einen Tag und fragt haben, kennen meine Jungs, einer zu der Rechten und einer zu der Linken sein. Sie redet nicht von dem Himmel. Sie redet von dem Reich hier. Dort wir erzählen, dort wir glauben, sie haben gelehrt von klein an, dass der Messias wird kommen, der wird seinen Reich abstauben. Der wird auf David seinen Thron setzen. Und dort wir erzählen, als Jesus mit dem Esel in Jerusalem anrieden, dann schrien sie Hosianna, dem Sohn David. Sie begrüßten Jesus, als nu kommt der König. Der irdische König. Und so die Gedanken sind nicht im Himmel. Das ist nicht, was die dachten. Gerade für Jesus trifft von dem Himmel, dann fragen sie am nach in der Apostelgeschichte 1. Wo steht dann nu der Dreck Israel war abschauen? Das ist ihre Frau. Und so muss wir diese Frau noch verstehen. Und so sei Frau und Jesus in Wirklichkeit, wann wird den Recht kommen. Und so, wie man Jesus seine Antwort durchnanstellen. Jesus beantwortet Juden ihre Frau. Na, in dieser Antwort sind ganz entschiedene Prinzipien für uns, und wir wollen noch some von den checken. Aber wir müssen klar haben, dass das eine jüdische Gruppe, wird eine Frau fragt, in ihr jüdischer Weg von denken. Und so, Jesus wird einen Tag in Jerusalem regieren. Die Bibel verspricht das, die prophezeit das, links und rechts. Und so, der Tag kommt noch. Wie leben das passiert, nur der Triebsal in der 1000 Jahre Reich. Dann wird Jesus regieren. Aber sie dachten dann, das wird passieren, und so dort wir erzählen. Und so Jesus sagt gewisse Dinge, wo sie sollen noch abpassen. Und Jesus sagt dann, passt ab, dass ihr keiner verleiden wird.
Nou weet je, dit kan voor ons ook een woord zijn. Passt op dat je in China verleiden hebt, maar wanneer we dat nemen in den Anfang, wo Jezus te entreed, dan zegt hij te eind dat er waren mensen komen, wat waren zijn, ik zie Christus. En die waren zijn vlees in Janusruhe, dat is op die stap. En dan zegt hij, dan blijft dat niet. En weet je, voor de Juden is dat een versuchung. Wenn sie luren naar Messias. Wanneer voor ons, wenn der aber einmal Mensch hier in der Kolonie nennt, und sagt, ich sehe Jesus Christus, nu folge ich mir nur, ich leider wird so wenig Anhänger stehen. In eine war ich gedacht, das ist nicht eine Versuchung für uns. Wenn wir weiten, dass Jesus soll gekommen, wir glauben, soll gekommen, aber die Juden da nicht. Und so für das jüdische Volk, und besonders in den 7 Jahren Triebsal, und sie waren nur Hauptsegen, sie waren nur ein war ich rücksegen, dann kommt den Menschen und sagt, ich sehe den Messias, komm hier heran. Da war eine große Versuchung entfernt. Und so, ich glaube, das ist, was Jesus hier im Sinn hat. Na, ganz entschieden für uns, wir können auch verleiht werden. Aber weißt du, was wir verleiht werden? Fehlt alle durch ein verdrehtes Evangelium. Dass wir was bei Jesus bieten. Na, ans Männer nicht tun, dass es immer üterlich war. Nicht alle haben bei uns üterlich sitzen, die Dinge. Da haben wir immer bei. Aber das können andere Dinge sein. Er zijn viele andere dingen wo zelfs wat weggegaan wordt als Jezus. En zo dat is alle onze verzoeking. Maar ik geloof, de ganz wenigste van ons zijn verzoek van een mens herangehen, wat zeg ik zie Jezus Christus. Dat voert in ons kop aan, dat is een ehrliche. Maar niet voor de Juden. En zo dat, toen zeg ik, dat is een jüdische vrouw. Hij zegt weer, wie zum Volk wat je in dat andere afstaan, en einscheinig recht je in dat andere. En daar waren op verschillende steden Pestilenz, Hungersnood, en Erdbeben zijn. Nou, dit zijn dingen waar alle van jou zijn. Dat je van jou veel krijgt. En ik zie in grootstad daar in Israël, in die landen, daar gaat het zo op. En zo, maar in de laatste 120 jaar zijn meer mensen te dood gekomen, die ik kreeg als in de ganze tijd taub van de wereld. Eerste Weltkrieg, Tweede Weltkrieg en alle andere kriegen wat er zijn was. En zo dat is door allemaal was. Wir haben Pestilenz, wir sind nicht gerade in der Coronavirus-Zeit, nicht? Wir weiden alle am dort. Ein Hungersnot, das sind Städte, wo Menschen dort hungern. Erdbeben, ganz kurz, wir waren gerade Erdbeben in Haiti. Und das meist jeder Tag, hier durch dort sind Erdbeben. Und so eine Woche können wir so denken, wir sind in dieser Zeit. Aber weißt du, da war noch sehr viel Euer geworden. Durch die Triebsal, weißt du, in Offenbarung, Johannes beschrift in den ersten 3 Kapitel, dat dreht sich um die Kirche. Und hij beschrijft die Kirche in de 7 Kirchen und so weiter. En dan in Kapitel 4, dan wordt Johannes naar Himmel genomen. En dat is een beetje een teken van de entdekking, kunnen we zeggen, dat we worden hier weg. En Johannes zit dat even een poort van im Himmel. En dan in Kapitel 5 en 4 en 5, daar wordt de troon Gottes beschreven, wat Johannes daarom zit. En dan in Kapitel 6, dan vangt hij aan met het nächste grote ding. En het eerste ding wat hij beschrijft zijn 4 Pieren. En deze 4 Pieren, die brengen krieg in de wereld en die brengen hongersnood, pestilens, die brengen dood. En een grote poort van de mensheid komt aan. En zo dat zijn dingen wat hem komen zijn. We hebben deze dingen van jou en we hebben in een wereld geleefd waar we zo zeer verschoond zijn gebleven van alle hand krieg en vervolging en al die dingen. Maar die zijn in de wereld. Maar dat is niets im Vergleich zu was er kommt. Und dann waren sie jüngst in den Elendstaaten und jüngst dort merken. Na, das ist auch ein Ding, was du hast immer warst in Christentum, so ich auch sehe, in Afghanistan, nu, die stets trägt sich durch die Dreh. Und nu sind die Christen so Angst in das Land, dass irgendwas verfolgt worden, sie waren in dort merken, jeder Mensch, was du irgendwas hat, mit der stets taub getan oder so, das sind vor. Und so, das kann dann auch so schief drehen. Aber das sind andere Städte in der Welt, wo Christen verfolgt wurden. Viele Dutzende Christen wurden angebracht für ihr Glauben. So dass es einmal war. Aber in diese 7 Jahre Triebsal, da waren die Juden ganz besonders sehr verfolgt worden. Der wahre Christ wird jeden entdrehen. Und das ist eine längere Geschichte, ich kann nicht Titel von alle vertalen von dir, aber das ist ein Ding, was im Kommen ist. Hij zegt wieder, en willst de Gottlosigkeit wat überhand nehmen, wat de Leib bei vielen Menschen kalt worden. Na, wir sind in der Zeit, wo das passiert. Gottlosigkeit, Leib, ist nicht manch Menschen, sondern Dinge. Aber weißt du, wir haben von der noch die Kirche und den Heiligen Geist auf das Erde.
Wir haben von der noch duizenden Christen, wat op beden gehen dat beise. Wir haben duizenden Christen, wat het Evangelium verkennen. En zo dat Evangelium wat gepredigt. En zo door, en de Heilige Geest schaft in de kerk. De Heilige Geest is voor de kerk gegeven. En woont in de kerk. En dat is bloß God, wer kan beise terughouden. Aber so sagt de Schrift verstoot, dat de Heilige Geest en God zijn volk in deze wereld, de bruid in andere wereld, wie houden nog veel beise terug in deze wereld. Aber stellt je ver, want dat was je nu is. En dan heeft de duivel overhand. En zo dat beise, en de godloosheid wordt overhand nemen. En de lui wordt in vele kalt worden. En zo wanneer we Offenbarung lezen, God wordt de wereld rechten durch zijn voor de beise, voor de zindelijkheid in de wereld. Maar ook de beise wordt overhand nemen. En andere wereld, wie willen hier dan niet zijn? Für sure nicht. Aber da wird Überhand nehmen, sagt er. Und dann sagt er, das Evangelium von Gott sein Recht wird in der ganzen Welt gepredigt worden. Na, das ist ein Weg, wo Menschen manchmal von reden, von, dass Jesus wird nicht zurückkommen, was das passiert ist. Und das ist noch 5 bis 10 Jahre auf. Ich denke, mit anders wenn in der Offenbarung, du beschrift Johannes 144.000 Juden, was sich Jesus handgibt. En wat viele Schriftleiter bleiben dort worden Evangelisten sind durch die Zeit. Noch ein Ding, was sagt, dass du hast einen Engel, der Pflicht mit das ewige Evangelium und predigt dort in der ganzen Welt. Und so, ich glaube, wenn dort sport, würde Entdeckung ein Tittchen sein. Und dann sagt er, wenn die ein Heiligtum dort abschäßige sein wollen, wovon der Prophet Daniel redet, wer das las, soll das proben zu verstehen. Na, weet je, das ist ein bisschen ein interessantes Ding für uns. Wenn wir haben kein Heiligtum so zu sein. Aber zu der Zeit, als Jesus redet, dann stand der Tempel in Jerusalem. Und der Tempel hat eine allerheiligste Stätte. Der Tempel war ein sehr heiliges Ding für die Juden. In 167 Jahren vor Christus, dann wird da ein Regierungsleiter, der den Tempel veranreinigen hat. Er brachte da sein Aufgott an, er opfert da Tieren, was anreinigen werden für die Juden und so weiter. Und so dort die Juden so da, aber dann stünden sie ab und sie fährten durch ihn. Und dort sind die ganze Zeit von den Makkabäer. Und dann deuten sie die Feinde raus. Und dann deuten sie den Tempel frisch anweihen. Und dort von der ersten Tag noch haben wir einen Helgetag sozusagen, manche Juden, die heißt Hanukkah. Und so dort ist ein Tag, wo die Juden feiern, wo sie den Tempel haben frisch angeweiht. Aber nu 167 Jahre Luther sagt Jesus, dass das selbe Ding wird passieren. Das ist die Ursache, wo viele Christen bleiben, dass der Tempel in Jerusalem wird frisch gebaut worden. Mir wird es sehr interessant, dass wir in Israel wären. Ich habe das Bild hier nicht, aber sie hatten einen Tempel, die hatten da, von der nahmen sie dort eine Menorah, aber dort wir ein 7 Osja Tolchlichter. Ich kaufe mich sonst dort, ich kann nachher sonst dort tun. Aber weißt du, du in Jerusalem, du hast eine Organisation, die nennt sich die Temple Association. Das ist eine Organisation, die du schaffst mit dem Tempel verspielen. Sie haben da, auf einer Stelle hatten sie ein großes, goldenes, das Menorah, das 7 Osje Tolchlicht. Das ist, was sie am Tempel hatten. Und so, sie sagen uns von der, dass die jüdische Organisation, die hat alles reut, in den Tempel verspielen. Sie schaffen nu ook sehr mit sein in rodet Kohl von einer roten Kohl, die muss 100% rot sein, keine witte Hormank. Und so sie segnen so ein Kohl, für sie dann zum Abfeiden, was die Möglichkeit haben. So das sind verschiedene Dinge, das sind Dinge, die mich sehr interessiert, zu studieren und zu lesen. Und so die Gesellschaft ist ganz rein. Das einzige Ding ist, dass die Städte, wo der Tempel haben, hier dort hat die Muslim-Welt in ihre hängen. Und so, die glauben es, und ich glaube das auch, dass wird ein Mann kommen in der Zukunft, in eine nicht so wie Zukunft. Die wird einen Bund machen mit Israel, einen Friedensbund, wenn dort die ganze Welt will Frieden haben in der Part von der Welt. Von der hat es alle ab. Und so, was fehlt, ist, dass ein Mensch wird bei einmal Frieden machen zwischen diesen Ländern. Und dort bleibt auch, was die Juden die Gelegenheit geben, den Tempel frisch zu bauen. Daniel redet davon, dass in 3,5 Jahren Luther, eine Halbzeit in diesen 7 Jahren, wird er dort den Bund brechen, was er mit Israel hat. Und was war den Tempel veranreinigen. Und das wird von reden. Na, niemand wird denken, wenn wir reden von einer engen Zeit und von welchen Dingen werden passieren. Das sind verschiedene Ideen über dort.
En kein Mensch weet krijg wat zijn. Wir sind some Dinge, was wir uns taubstellen von der Schrift, aber Dinge waren verschieden verstehen. Aber das ist eine Zeit, wo ich glaube, dass der jüdische Tempel war stehen, da war durch die 7 Jahre sind, Gott war mit Israel schaffen. Und dann waren, was das Antichrist oder das wahre Christ den Tempel veranreinigen. Und dort wird die letzte Zeit anbringen. Dann sagt dann sollen die in Judäa sind, in die Bäume anflechten. Das ist klar, dass er redet für so eine Menschen, die in der Gegend wohnen. Dann sagt er wieder, willst dann wird ein Elend sein, so schrecklich, als noch niemals in der Welt gewesen ist und noch niemals mehr wird sein. Und so, die Schrift lehrt uns, dass das eine Zeit, wo sehr schrecklich wird sein. Und so, da wird viel vergehen. Dann lehrt das von Feigenbaum. Sobald aus seinen Aster saftig worden und Blätter kriegen, weet je dat de zomer dichtbij is. En zo, dat is ook waar een beetje denkt, de Feigenbaum wordt eenmaal vergelijkt met Israël. En zo, hij zegt, wanneer je dat zijn bleien, dan weet je, dat is verder. Groot ook, wanneer je dat alles zijn, weet je dat het echt verder is. Dan weet je, Israël weer vermest 2000 jaar niet in land, van 70 na Christus tot in 1948. En zo in 1948 wordt Israël een land met een ene regering. En zo viele Menschen glauben, dat is de tijd wo de Feigenbaum anfängt Blätter zu kriegen. Oder wo de Feigenbaum anfängt zu wachsen. En zo dat zijn dingen wat er passiert sind. Dat is 73 jaar terug. Israël is 73 jaar oud. Aber dat zijn dingen wat in onze wereld passiert sind in de laatste tijd. Dan zegt ik, zei jens, de woord, deze Generation wordt blijven, wat dit alle passiert is. En zo daar zijn verschillende ideeën. Himmel en Erde worden vergaan, aber mein Wort wird nicht vergehen. So während dieser Generation, da sind verschiedene Meinungen, ich will in sein und sagen, wo ich stehe. Eine Idee ist, dass die Generation, zu was Jesus reden wird, die sind alle gestorben und das ist nicht passiert. Und wenn wir da wieder lesen, dann sagt er, dass kurz nur diese Zeit, dann wollen wir den Sehen Gottes sein in den Wolken kommen. Und so das ist nicht passiert. So die nächste Idee ist, dass diese Generation dort meint, dass die, was den Feigenbaum worden sein bleiben. In andere Worte, die, was worden sein, dass Israel war ein Land wird, da wird dann in eine Generation wird es einkommen, oder dann wird es alle passieren. Und das ist mir ehrlich, ich meine, wir sind nicht 73 Jahre, wo ich ein bisschen Trouble haben, dort erst wenn die Generation wird gewöhnlich ungefähr 40 Jahre alt. Aber ich meine, Menschen leben erst 70 bis 80 Jahre lang, ungefähr. Das ist noch eine Uitleiding und dort ist, dass das ungläubige Judentum aus einer Generation, das ungläubige Judentum wird bestehen bleiben ganz bei dem einen. Und das ist ein bisschen, was ich glaube, was Jesus hier meint. Dass das Judentum, sie nehmen Jesus nicht an, sie nehmen Jesus zu sich schreiben, das ist noch einmal ein langer Timer, wo wir in die Kirche erst und so wieder haben, was wir dort zu tun. Und so, sie nehmen die Juden aus dem Volk. Na, da werden Einzelne, was am annehmen, aber nur reden wir aus dem Volk. Aus dem Volk wären sie gegen Jesus. Und aus dem Volk sind sie von der Hammer gegen Jesus. Sie nehmen das nicht an. Sie lernen haben nur ein Messias, das ich erst sehe. Und das wo ihnen das eine Versuchung wird sein verehrt. Wenn auf einmal wieder kämpfen, sage ich sie Christus, falsch mir nur, ich kann ihn halten. Aber sie lernen auch nur ein Messias. Und so der ungläubige Judentum wird bestehen bleiben, ganz bei den Engen. Und weißt du, das ist ein Wunder Gottes. Einmal reden wir von Kjast und Gott oder nicht. Ich las mal einmal von einem Wissenschaftler, der zu früh was dienen bewies, dass ein Gott ja in seinen Reihen ganz ohne Zweifel in Israel. Da hat ein Volk gehabt, was für 2000 Jahre eine Verbannung sind gewesen, schrecklich verfolgt. Im Zweiten Weltkrieg wurden schrecklich viele Juden umgebracht. Und so, dass es durch all dort noch einmal ein Judenvolk gehabt. Das ist ein Wunder Gottes. Und so das ungläubige Judentum bleibt stehen bei dem Eng. Das ist mein Glaube. Und so, ich könnt all sehen, some von diesen Dingen, die bleiben Christen verschieden über. Und das ist auch das wichtigste Ding, glaube ich. Das wichtigste Ding ist, dass wir Jesus kennen. Und so vielleicht grühlst du dich, wenn du denkst, dass diese Welt, das dreht zu, du kannst mehr Krieg, mehr, wer weiß alle, was alle kommt. Aber wenn du Jesus kennst, Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst nicht das Hort beanrühren. Bleibt an mir, bleibt an meinen Führer.
wenn in mijn Vater zijn huis zijn veel woningen. En ik wil de hand voor in de stad rijden maken. En ik wil terugkomen. En je holen, en dat je dus aan het werk ziet. En zo hebben we ons hart voor hem opmerken. Zoals ik in eerst al zei, dat je geen mens wat krijgt, jeder detail weet krijgt wat passiert. Wir stellen uns die beste Dinge top. Gott hat uns nicht ein Kapitel gegeben und gesagt, das Arbeit der eigentlich, das soll jeder nur reden. Und einmal wundern wir vielleicht, wo wenig. Aber weet je, die Bibel ist so geschrieben, dass nicht zu vernichten geht. Na, die geht zu verbrennen. Aber ich lasse uns das drei ein, ich horche einen Mann, wo ich einmal noch horche. Und er sagt, dass vielleicht, wie würden gleich, wenn Gott uns Krieg beschrieben hat, ein Kapitel so zu sein, wird alle gut sein. Aber weet je, was dann wir going zu tun? Dann geht dort Kapitel rübertreten, weiterschmieden, dann ist die Lehre ganz gut. Und ist die Schrift so geschrieben, dass wenn wir die halbe Bibel nach Waschmieden haben, dann haben wir die ganze Lehre so zu sein. Und so, das ist ein interessantes Ding. Aber anyway, wir sind hier, der Brigham ist hier was, der ist nicht in Führer, aber der kommt rein. Das ist aber heute. Wo einmal das kriegt, was passiert. Wenn mich interessiert das Thema, ich lese viel von, horche da noch und so eine Dinge, aber das ist really nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, ich kann wie Jesus. Er hat den Brutpreis getut, er hat den Bund gemerkt, er hat uns das Geschenk gegeben von Heiliger Geist und er kommt rein. Amen. Himmlischer Vater, Dankeschön für den Wort. Wir danken dir, dass wir hier nicht wollen einmal sein. Wir haben eine Zukunft, wir haben eine Hoffnung für ein Leben, nur das Leben. Und da danken wir dir für. Und ich bete für jeden einen, was hier ist, oder was uns horcht und Livestream, was du zu uns reden und uns halten zu verstehen und die Hauptsache holen. Wir danken dir in Jesus' Namen.